Moin, liebe KollegInnen, wir sind wieder da mit einer saisonalen Lektion, Lex 13, aber ihr macht sie natürlich dann, wenn es Weihnachtszeit ist. Das heißt, es ist auch ähnlich wie die Osterlektion, die mit 12 nummeriert ist. Es geht im Wesentlichen darum, dass plattdeutsche Weihnachtsvokabeln eingeführt werden und natürlich auch mal ein plattdeutsches Lied gesungen werden kann. Und ansonsten integriert ihr das in das, was ihr sowieso mit den Kindern vielleicht zu Weihnachten bastelt, singt, backt und so weiter. Weitere Vokabeln findet ihr natürlich wieder im SAS. Ihr kennt das, online nachgucken oder im Buch, falls euch das, was wir hier haben, nicht ausreicht oder die Kinder euch Löcher in den Bauch fragen. Im Klappenbuch gibt es Bäumchen zum Ausschneiden, Anmalen, wo die plattdeutschen Weihnachtsvokabeln draufstehen. Damit könnt ihr dann den Weihnachtsbaum schmücken oder sie an die Klassenfenster kleben oder sie auf einer Wandzeitung sammeln oder den Kindern mit nach Hause geben oder auf Weihnachtskarten für die Eltern kleben und so weiter und so fort. Außerdem lassen sich natürlich die ganzen Weihnachtsbegriffe auch nochmal an einem großen Tannenbaum an der Wand sammeln und vorher an der Tafel und so weiter. Da sage ich euch nichts Neues. Aber wir gehen nochmal für die Aussprache die Wörter durch, die wir hier haben. Weihnachten auf Plattdeutsch ist Wiehnacht oder Wienachten. Das T hinten kann man ein bisschen verschlucken. Wienachten oder Wienachten oder einfach nur Wienacht. Das ist Weihnachten. Das zusammengesetzt mit allen anderen ergibt dann natürlich die bekannten Begriffe die Weihnachtsengel, der Weihnachtsengel, die Weihnachtskoart, die Weihnachtskarte, Koart, wie Ohr oder Chlor, OA sozusagen, Koart, die Karte, oder der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsbaum, regional auch Weihnachtsbaum oder Weihnachtsbaum, wie ihr es kennt. Plural Weihnachtsbäum oder Weihnachtsbäum, auch da, wie es euch geläufig ist, ansonsten bleibt ihr bei Baum und Böhm. Dann haben wir hier den Stutenkerl. Stuten, das ist süßes Gebäck, in diesem Fall auch Lebkuchen. Der Kerl ist der Kerl, also der Lebkuchenmann, der Stutenkerl. Es gibt das schöne Gedicht, Kiek ins, wat ist de Heben so rot? Dat sind de Engel, de backt dat Brot, de backt den Weihnachtsmann sin Stuten, für all de Lütten lecker snuten. Das haben wir garantiert auch nochmal für euch zum Download liegen. Dann gibt es wichtig den Stevel oder Stebel, den Stiefel für den Nikolaus mit einem einfachen E. Dann den Weihnachtsstern, der fehlt jetzt bei uns hier oben auf der Spitze, der Weihnachtsstern, der Stern. Dann haben wir den Sney mit EY sozusagen gesprochen, nicht geschrieben, die Sney oder die Snie in Mecklenburg, der Schnee. Die Schneemann. Durch den Schnee fährt man mit dem Släden oder Släden regional, der Schlitten. Dann haben wir am Baum bei uns aber elektronisch Lichter oder Kerzen oder Kerzen gibt es auch regional, ansonsten sagt ihr einfach Lichter oder Kerzen, die Kerzen. Dann liegen unter dem Baum hoffentlich bald Geschenke oder Gorven, also Gaben oder auch einfach Geschenke. Und wer bringt die? Die bringt, wie schon angesprochen, der Weihnachtsmann oder auch den Niklaus oder Niklaus regional oder dat Kinjes oder auch regional de Kinjes oder Kujes, falls ihr sowas kennt. Das kommt von Kind Jesus, also das Christkind. Also ist zusammengezogen zu Kinjes, Kind Jesus sozusagen. Das würde ich aber nur verwenden, wenn ihr das kennt. Wenn ihr sagt, nee, bei uns ist das jetzt nicht irgendwie total gebräuchlich, bleibt ihr einfach beim Weihnachtsmann oder auch beim Christkind, wenn die Kinder das kennen. Das ist eher ein altertümlicher Begriff. Das sind die Vokabeln. Und dann auch dafür nochmal ein paar Phrasen. Natürlich könnt ihr auch hier die Kinder fragen, wo kein feiert Weihnachten oder wer feiert Weihnachten? Wer von euch feiert denn eigentlich Weihnachten? To Hus zu Hause. Und wat hört zu Weihnachten dort to? Was gehört zu Weihnachten dazu? Wieder gehören to hören ohne ge. Frohe Weihnachten oder frohe Weihnacht, frohe Weihnachten. Ich hef ein Geschenk für die. Ich hab ein Geschenk für dich. Ich hef ein Geschenk für die. Denn lord uns doch man ein Weihnachtslied singen. Weihnachtslied singen. Und ein Wunschzettel schrieben oder ein Wunschzettel schrieben. Zedel oder Zettel gibt's beides. Zettel ist einfacher, wenn ihr es nicht anders kennt. Ein Wunschzettel schrieben oder Plätten backen. Plätzchen backen. Plätzchen de Plätten. Ein Gedicht obsengen. Gedicht heißt einfach Gedicht. Den Weihnachtsbaum smücken. Das haben wir hier gerade gemacht.
Und natürlich hier fürs Klappenburg oder zum Aufhängen die Böhm utsnieden, die Böhm schön anmalen und die Böhm in der Klappenburg kleben. Das ist altbekannt. Ja, mehr ist da, glaube ich, auch nicht zu sagen. In dem Sinne, frohe Weihnachten und viel Spaß.